Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Ja, Leute, bevor wir reingehen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, sie hält durch. Ja, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an, wie ich aufstellen würde. Und ich hau euch meinen Tipp raus für das Spiel gegen FC Heidenheim, Leute. Ja, im Tor ist natürlich die Wunschlösung Daniel Peretz. Hat er jetzt ein bisschen Spielpraxis gesammelt, hat es ordentlich gemacht. Manuel Neuer sollte mal eine Pause bekommen. Wird natürlich nicht passieren. Aber es geht ja hier nicht darum, wie ist wahrscheinlich die Aufstellung, sondern wie würde ich aufstellen. Gut. In der Innenverteidigung ist klare Kiste. Da haben wir kaum zu glauben, dass man das sagt. Aktuell die wenigsten Kopfschmerzen. muss man ganz klar sagen. Auf der rechten Seite würde ich einen Boe bringen gegen Heidenheim. Ich denke, das ist ein passendes Spiel, sich mal ein bisschen einzugrooven. Ja, Pavlovic ist wieder mit dabei. Ich würde es aber noch nicht riskieren, ihn von Anfang an zu bringen. Deswegen wäre bei mir auf jeden Fall ein Kimmich in der Mitte. Und bei mir wäre ein Conny Leimer daneben. Kein Leon Goretzka. Natürlich Alternative Pablo, ja, will ich auf jeden Fall ab der 60. Bringen. Auch ein Kimmich könntest du mal eine Pause gönnen, ne? Nach 60 Minuten. Dann könntest du Goretzka bringen oder du schiebst einen Conny Leimer dahin und nimmst einen Kimmich raus. Auch das wird natürlich nicht passieren, aber es wäre mal sinnig, denke ich, wenn man mal auf die letzten paar Spiele schaut. Dann haben wir natürlich unsere Versicherung. Jamal Musiala, keine Frage. Unantastbar da vorne. Alternative ist natürlich ein Thomas Müller. Ja, schauen wir gleich mal, ob wir den Thomas aufstellen würden. Linke Seite natürlich Fonzie Davis. Was anderes ist gerade nicht wirklich vorhanden, obwohl wir könnten auch einen Guerrero hinstellen. Ja, könnten wir eigentlich auch machen. Könnten wir eigentlich auch machen. Hat jetzt auch ein paar Spiele gar nicht gespielt. Will ich mal mit dem Guerrero anfangen. Ja. Und als Alternative haben wir einen Fonzie. Auf der rechten Seite haben wir den Aznu als Alternative. Auch das wird natürlich nicht passieren. Aber ja, so würde ich es angehen. Gut, ansonsten Koman über links, keine Frage. Michael über rechts, keine Frage. Auch das wird nicht passieren. Ja. In der Startelf wird Leroy Sané stehen. Allein schon, weil man ihn geopfert hatte, wird er die Chance bekommen. Und ich weiß nicht, inwieweit ein Gnabry fit ist. Da gibt es noch keine Infos zu. PK ist erst heute Nachmittag um 14 Uhr. Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass ein Gnabry anfangen wird, wenn er fit ist. Bleibt natürlich die Posi vorne. Haben wir natürlich die Auswahl zwischen Müller und Tell. Das war's. Ja, ich denke, wir hauen Mattis vorne rein. Wenn es gegen Heidenheim auch nicht reicht, ja, da muss man sich darauf verständigen, dass man ihn auf jeden Fall im Winter ausleiht und dass er dann sein Potenzial, die nächsten Steps beim anderen Verein macht. Dass er das Potenzial hat, steht außer Frage, hat er letzte Saison bei uns gezeigt. Ja. Ich denke, er ist einfach aktuell zu verkopft. Ja, so ist das halt. Wenn du 5, 6 Spiele draußen sitzt und dann mal wieder reinkommst, die Chance bekommst, dann willst du vielleicht unbedingt was zeigen, bist du verkrampft und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich würde es riskieren mit dem Tell und zwar auf der klaren Neuner-Position. Nichts anderes. Ja. Und da muss er natürlich auch Bälle bekommen. So.
Ja, wenn du natürlich hier mit dem Sané anfängst und mit dem Gnabry, das sind dann wieder beide Spieler, die eher ihr Ding alleine ziehen, anstatt den Stürmer mit einzubinden, dann wird es natürlich auch schwer für so einen Tell. Ja, von daher macht das dann schon Sinn, einen Tell auch nur aufzubieten, wenn auch wirklich ein Koman und ein Michael da auf den Außenpositionen spielen, meiner Meinung nach. Weil das sind beides Spieler, die auch den Mitspieler mehr einbinden, als wie es ein Gnabry oder Sané tun. Ja. Sollte man mit dem Tell nicht agieren, ja, kannst du natürlich auch mit Gnabry und Sané agieren. Vielleicht geht aber auch sogar ein Gnabry auf die 9 in der Realität. Bei mir wird das auf jeden Fall nicht tun. Ich weiß aber auch nicht, wie fit er ist. Vielleicht erfahren wir das ja auf der PK heute. Okay, Alternativen ist ja auch klar. Ne? Ulle ist ja nicht da. Ich würde aber knallharten Peretz aufbieten. Ich weiß, es wird nicht passieren heute. Es ist Wunschdenken, aber schön wäre es mal. Er hätte es sich verdient und es wäre auch mal ein kleiner Denkzettel an Manu. Ja? Weil Manu hat sich das auch verdient nach dieser Aktion. Ne? Und wenn man das dann noch nicht mal eingestehen kann, dass man einfach mal einen Fehler gemacht hat und sich dafür zu entschuldigen, dann noch als Kapitän dieser Mannschaft, dann ist das einfach auch ein Trauerspiel. Ja? Und dann sollte man vielleicht mal langsam anfangen, das Leistungsprinzip, was man ja vor der Saison so hoch gehangen hat, als neuer Trainer, sollte man das vielleicht auch mal langsam ausrufen. Ja? Aber gut, wir werden sehen. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Mein Tipp ist 3:1 für uns. Weil ich nicht davon ausgehe, dass ein Peretz spielen wird. Es wird ein neuer spielen. Man sollte Heidenheim nicht unterschätzen. Ja, die haben auch international schon das eine oder andere Wunder geschafft. Ich bin gespannt, was ein Paul Wanner performen wird auf der anderen Seite. Ja, und wir haben uns schwer getan in der letzten Zeit mit einem defensiv gut organisierten Gegner und ohne Harry Kane. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie viel Qualität Heidenheim da hat in der Defensive. Ich bin sehr gespannt. Auf dem Papier musst du das Spiel klar gewinnen, da müssen wir nicht drüber reden. Am Ende des Tages müssen wir den Bock jetzt wieder umstoßen und müssen zusehen, dass wir auch mal überzeugende 2, 3 Tore aus dem Spiel heraus erzielen, ohne dass Harry Kane auf dem Feld ist. Ja, das wäre wichtig für Selbstvertrauen, gerade im Hinblick dann auch auf die Champions League und dann noch auf in Mainz und zu Hause gegen Leipzig. Muss man schauen, dass man einfach ein bisschen Selbstvertrauen sich auch erarbeitet. Ja, und man sehen muss, dass auch ohne Harry Kane geht. Es ist ja auch jetzt nicht dieses besagte große Spiel, ja, die wir ja nicht gewinnen können, angeblich. Ich weiß nicht. Aber gut, wenn man Paris jetzt als Laufkundschaft sieht, kann man diese These mit Sicherheit aufstellen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Anfangsformation. Ne? Wobei man drüber streiten kann. Ich denke, Müller wird auch eine gewisse Wut im Bauch haben. Aber ob das noch reicht von der Leistung her, anscheinend ja nicht. Nur anscheinend kann man bei Müller dieses Leistungsprinzip durchdrücken. Ja, und beim Neuer nicht. Das ist halt so ein bisschen, was mich stört aktuell. Aber gut, so ist es. Leute, wir sind gespannt auf das Spiel. Ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, hoffen wir, dass es einen positiven Ausgang hat. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.